Ich würde gerne ganz praktisch in die Predigt einsteigen, nämlich mit dem Unser Vater. Und da lade ich euch dazu ein, aufzustehen. Und wir beten das Gebet jetzt zusammen. Es wird eingeblendet auf den Screens. Unser Vater im Himmel. Ihr könnt laut mitmachen. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So, Band auf die Bühne kommen. Was löst das Gebet in dir aus? Geht dein Herz davon auf? Ich persönlich, ich erzähle mal schnell, wie es mir geht. Ich kenne das Gebet seit Kindesalter. Als kleiner Bub bin ich schon in der reformierten Kirche gestanden, in der Kirchenbank. Und es ist für mich speziell, wenn ich mit einer Kirche das Gebet spreche, weil es bildet sich immer das gleiche Bild. Und ich mag mich noch erinnern, es kommt bei mir gerade wieder rauf, das Bild, wenn ich als kleiner Knirps in der Kirchenbank innen stand und so links und rechts geschaut habe, wie machen das die anderen. Und dann habe ich gesehen, okay, man steht so da, man tut seinen Kopf ein bisschen nach unten neigen und murmelt so halblaut und langsam vor sich hin. Und das ist mir noch sehr präsent. Und das ist an sich gut, dass ich das Gebet so früh kennengelernt habe, aber andererseits ist es auch ein bisschen herausfordernd, weil es bewegt mein Herz, ehrlich gesagt, nur bedingt. Es ist für mich mehr so zu einem liturgischen Instrument geworden, das halt seinen Platz findet im Gottesdienst. Aber in dieser ganzen Zeit, als Kind und als Jugendliche, hat mit mir niemand das Gebet einmal angeschaut und gesagt, schau mal, das bedeutet es, das meint das Gebet. Sondern wir haben es einfach nur gebetet. Und es hat sich für mich ein bisschen so anfühlen wie ein Gedicht. Und wenn ich jetzt so in das Genre gehe, dann habe ich noch andere Gebete, die mir auch in den Sinn kommen, so in dem Stil, wie zum Beispiel: Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Amen. Oder: Vater, segne diese Speise uns zur Kraft und dir zu Preise. Amen. Das sind Tischgebete von meiner Großmutter, wo sie immer so hat noch ein bisschen Beatboxen dazu können und dann wäre es ein Song geworden. Aber es hat so einen Gedichtscharakter bekommen. Und unser Vater hat für mich ganz ehrlich gesagt ein bisschen einen ähnlichen Touch. Nicht ganz, aber ein Stück weit. Das Problem ist, das ist genau das, was Jesus eben nicht so gut findet. In der Bergpredigt erklärt er, wie man richtig betet. Und er leitet ein mit: Wenn ihr betet, dann leiert nicht Gebetsworte herunter wie die Heiden, sprich die Gott nicht kennen. Und dann lehrt er seinen Zuhörern unser Vater. Jesus hat uns Gläubigen nicht das Gebet gelehrt, das wir auswendig lernen sollen, wo wir irgendwann einmal an der Himmelspforte an Petrus müssen aufsagen, wenn es gut ist, dann geht die Türen auf, und wenn es schlecht ist, dann wird es schwierig. Er hat nicht gesagt, passet mal auf, betet das. Sondern er hat gesagt, betet so. Und das ist ein kleiner, feiner Unterschied. Und das ist, da können wir ehrlich sein, auch eine gute Nachricht für all die immer so tun, als ob sie das Gebet auswendig könnten und einfach das Maul so ein bisschen mitbewegen. Wie Fußballspieler bei den Nationalhymnen. Oder gewisse Ex-Präsidenten bei den Nationalhymnen. Vielleicht ist für unsere zweite Staffel von «Einfach beten» gar nicht so schlecht, wenn du das Gebet gar nicht auswendig kannst. Weil wir werden jetzt Unser Vater regelrecht auseinandernehmen. Woche für Woche schauen wir einen einzelnen Teil vom Unser Vater an und schauen, was Jesus damit gemeint hat oder was es eben auch in uns auslösen soll. Zuerst einmal ganz generell aufs Gebet geschaut. Der Adressat. Unser Vater im Himmel, an ihn ist das Gebet gerichtet. An Vater im Himmel. So lehrt uns Jesus das. Und dann kommen verschiedene Bitten.
Man kann so unterscheiden zwischen göttliche Bitten und menschliche Bitten. Also göttliche Bitten wie zum Beispiel, dein Name soll geheiligt sein, dein Reich soll kommen. Und dann aber auch menschliche Bitten wie zum Beispiel, schenk du uns unser tägliches Brot, vergib uns unsere Schuld. Jesus lehrt uns ein Gebet, in dem Gottes Reich und unser Reich Platz hat. Und ich finde das schon mal grandios, dass er uns lehrt, das Gebet zu beten, wo eben unsere Wünsche sehr wohl drin vorkommen. Der Punkt ist einfach, die Reihenfolge ist relevant. Zuerst kommt Gottes Reich, dann kommt unseres. Das sehen wir auch in anderen Stellen in der Bibel. Zuerst kommt das Reich von Gott, dann kommt unser Reich. Also die erste Hälfte dreht sich um Gottes Reich und die zweite Hälfte dreht sich um unser Reich. Aber ich will jetzt hier nicht mehr erzählen, weil ich es schon mit Mats besprochen habe. Er hat gesagt, nein, das will ich nächste Woche bringen. Und wenn ich jetzt weiter über das schwätze, dann weiss ich auch nicht mehr, was er predigen soll. Und wegen dem zoomen wir jetzt in unser Gebet rein. Und wir schauen den ersten Satz heute zusammen anschauen. Und ich probiere jetzt das wirklich mal da drauf zu schreiben. Die verzeihen mir. Können Sie das lesen? Hier auch, in die Richtung. Super. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und ich will jetzt wirklich heute mal auf einzelne Worte von diesem Satz eingehen, weil ich glaube, es geht wirklich nicht darum, das auswendig zu lernen, sondern zu verstehen, was Jesus damit auslösen in uns. Was er will anstoßen. Unser Vater in der Zeit, wo Jesus die Welt auf den Kopf gestellt hat, regelrecht, und ganz andere Teachings gebracht hat, als bisher bekannt waren. Und die Leute haben auch noch nachfolgen. Hat er immer von seinem Vater geschwätzt, wenn er von Gott geredet hat. Er hat immer erzählt von seinem Vater. Das kannst du in den ganzen 4 Evangelien sehen. Und Jesus ladet uns ein, mit allein der Adressierung von diesem Gebet, Gott unseren Vater zu nennen und ihn direkt anzusprechen. Und das ist zu der damaligen Zeit etwas Außergewöhnliches, etwas Revolutionäres gewesen. Weil bis dahin in der Bibel, wie sie bis dann geschrieben war, ist Gott ganze 11 Mal als Vater angesprochen worden. Ganze 11 Mal. In einer sehr langen Geschichte. Das ist revolutionär gewesen. Für uns ist das heute eher etwas Normales. Sarah hat es vorher gesagt. Gott ist unser Vater und niemand sagt, was? Sondern die meisten von uns haben das wahrscheinlich schon mal gehört. Im Neuen Testament steht es 115 Mal. Also es muss sich irgendetwas geändert haben. Und ich glaube, es ist nicht nur das Gebet, das Jesus uns beigebracht hat. Denn Jesus hat den Menschen gezeigt, wer der Vater ist. Jesus hat den Menschen gezeigt, wie der Vater ist. Er hat selber einmal gesagt im Johannesevangelium, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Jesus ist durch den Vater spürbar, sichtbar, sogar greifbar geworden für die Jünger. Und auf das bin ich manchmal ein bisschen neidisch, dass sie so nahe erleben können. Für viele Leute, das habe ich vorher schon gesagt, in unserer Kirche ist das eher ein greifbares Bild. Das ist eher ein nahes Gottesbild. Das kommt eher zuerst, wenn man sagt, beschreib mal Gott. Gott ist mein lieber Vater. Das kommt schnell mal aus unseren Reihen. Aber für die damaligen Juden war es wirklich etwas Fernes gewesen. Der Punkt ist, so Sachen, die man schon oft gehört hat, kann man manchmal auch einfach so in eine Schublade tun und denken, ja, ich weiß, Gott ist mein Vater. Aber wenn wir das wirklich verstehen, dann ist das auch eine Lebensveränderung für uns. Vielleicht gehörst du zu denen, die Gott gar nicht als Vater ansprechen können. Oder du machst es. Aber wenn du es machst, bist du bewusst, was du sagst damit. Bist du bewusst, was du sagst, wenn du Gott mit Vater ansprichst? Du bist ein Kind von ihm. Du bist ein Kind Gottes. Und er ist dein Vater, aber nicht irgendein Vater. Er ist liebevoller, gnädiger, stärker, fürsorglicher, barmherziger. Gnädiger, als du dir je könntest vorstellen. Er betrifft all deine Erwartungen, all deine Vorstellungen. Bitte denk immer an das, wenn du das Gebet in Zukunft beten. Halt kurz inne an dieser Stelle
und mach dir das bewusst. Du bist ein geliebtes Kind und er ist dein Vater. Jetzt heisst es, unser Vater. Jesus hat immer von seinem Vater geschwätzt. Immer von seinem Vater. Er hat vorher nicht vom unser Vater geschwätzt. Erst bei diesem Gebet fängt das zu verändern. Er schwätzt immer von seinem Vater. Warum hat Jesus uns nicht beigebracht, mein Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name? Warum ist es unser Vater? Das Gebet hat eine extreme Kraft global gesehen. Weil das Gebet vereint uns. Es macht uns zu einer Einheit. Denn wenn wir das Gebet sprechen, dann sagen wir sind Kinder Gottes. Alle sind gleich. Es gibt niemanden, der wichtiger ist, es gibt niemanden, der unwichtiger ist. Schau, wir sagen das immer wieder, das Leben als Christ ist kein Sololauf. Jesus baut eine Kirche, weil er weiss, es geht nur zusammen. Aber er baut nicht 1000 kleine Kirchen. Er baut nicht ein ICF und ein FEG und ein Krishona, sondern er baut eine globale Kirche. Und die Kraft von dieser einen globalen Kirche liegt in ihrer Einheit. Und das ist mega entscheidend. Das sehen wir, wenn wir, ich blende das jetzt nicht ein, das wird alles zu viel Zeit brauchen, aber kannst du es mal selber nachlesen, im Johannes 17 stehen verschiedene Gebete, die Jesus spricht. Dort betet er für die Kirche. Und es ist so interessant, Jesus könnte für alles Mögliche beten. Für was betet er? Für Einheit, 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 Einheit. Weil er weiss, das ist das Lebenselixier und die Kraft der Kirche. Das Wort ist so wichtig. Wenn wir das Wort aussprechen, bekennen wir sind Teil von dieser globalen Familie. Dann geht es weiter. Unser Vater im Himmel. Das tönt für mich ein bisschen distanzierend. Ist es eben auch. Ja, er ist unser Vater und er ist der, der alles gemacht hat. Der, der alles kann, der alles weiß. Der Hiob, das ist ein Mann, der gelebt hat zur Zeit, wo das Alte Testament geschrieben worden ist. Um Mose herum muss das gesehen sein, soweit ich weiß. Und er war sehr erfolgreich gewesen. Er hat alles gehabt und ist wirklich auch sehr angesehen gewesen. Er hat ein Top-Leben gehabt. Und dann ist ihm alles genommen worden. Ich kann jetzt nicht darauf eingehen, warum. Du kannst die Geschichte selber einmal lesen. Das steht im Buch Hiob, im Alten Testament. Und es wird ihm alles genommen, sogar seine Gesundheit. Und dann liegt er dort und fängt einfach löhnen. Verständlich. Also würden wir wahrscheinlich alle auch so machen in dem Moment. Und seine Freunde kommen ihn besuchen und es steht sogar noch, er war ein gerechter Mann. Er war der Beste auf der Welt, sagt Gott selber noch in dem Sinn. Oder? Und er klönt und sagt, Gott ist nicht fair in dem Sinn. Er bestraft, was habe ich denn gemacht? Was genau ist das Problem? Und wirft Gott falsches Handeln vor. Und die Diskussion mit den Freunden geht relativ lang, sie sind sich nicht wirklich einig. Und Gott lässt ganz lang zu. Und irgendwann gibt Gott Antwort an Hiob. Und ich lese einen Teil von dieser Antwort vor. Dann aber redete der Herr mit Hiob. Er antwortete ihm aus dem Sturm. Wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand? Tritt mir gegenüber wie ein Mann und gib mir Antwort auf meine Fragen. Wo warst du, als ich das Fundament der Erde legte? Sag es doch, wenn du so viel weißt. Wer hat ihre Maße festgelegt und wer hat die Messschnur über sie gespannt? Du weißt es doch, oder etwa nicht? Worin sind die Pfeile der Erde eingesenkt und wer hat ihren Grundstein gelegt? Damals sangen alle Morgensterne und die Gottessöhne jubelten vor Freude. Wer schloss die Schleusentore, um das Meer zurückzuhalten, als es hervorbrach aus dem Mutterschoß der Erde? Ich hüllte es in Wolken und in dichtes Dunkel wie in Windeln. Ich setzte dem Meer eine Grenze, schloss seine Tore und Riegel und sprach, bis hierhin sollst du kommen und nicht weiter. Hier müssen sich deine mächtigen Wogen legen. Sag, hast du jedes Tageslicht herbeigerufen und der Morgenröte ihren Weg gewiesen?
Das ist nur ein kurzer Teil von der Antwort von Gott an Hiob. Die Antwort dauert 4 Kapitel lang und nach 2 Kapiteln lenkt der Hiob sogar ein und sagt, ja, es stimmt, ich habe über Sachen geschwätzt, wo ich keine Ahnung darüber habe, ich habe besser den Schnabel gehalten. Was macht Gott? Nochmal 2 Kapitel. Du musst es mal lesen, es ist faszinierend. Es sind vielleicht ein bisschen alte Bilder für uns, aber es zeigt unglaublich die Macht von Gott. Der liebende Vater und der mächtige Herrscher, das kommt in diesem Gebet zusammen. Sarah hat es vorher schön gesagt, der hat die Songs mega schön gewählt für den heutigen Sonntag. Die Wuppertaler Studienbibel fasst das so zusammen, ich habe euch den Satz mitgebracht. Vater im Himmel verbindet vertrauenserweckende Güte mit heiligster Ehrfurcht. Es ist beides wahr. Er ist der liebende Vater und er ist der mächtige Herr. Gott ist für uns Menschen ein sehr komplexes Wesen. Unser Gottesbild formt sich laufend, das Leben lang. Und es wird das Leben nicht aufhören, das kann ich jetzt schon sagen. Du wirst Gott nie so verstanden, dass du kannst sagen, jetzt habe ich es wirklich gecheckt. Das wird dauern bis zu unserem Tod und auch dann haben wir es noch nicht ganz gecheckt. Wir entdecken immer wieder neue Facetten und unser Gottesbild muss sich verändern, damit unser Glaube standhaft bleiben kann. Weil du erlebst Sachen in deinem Leben oder mit Gott, wo du merkst, im Moment, das ist mit meinem Glauben gar nicht zu vereinbaren. Und dein Gottesbild muss in Bewegung sein, damit dein Glaube stabil bleiben kann. Das beides, Vater und Herr, aber zu verstehen, das ist überhaupt nicht einfach. Man kann schnell sagen, weißt, Gott ist dein Vater und du kannst sagen, aber Gott ist auch der Herr und du kannst sagen, ja, er hat die Welt gemacht und mich gemacht. Aber das wirklich zu verstehen im Inneren, das ist eine grosse Herausforderung, das ist eine Lebensaufgabe. Wenn du zum Beispiel eine schlechte Beziehung gehabt hast zu deinem irdischen Vater oder vielleicht gar keine Beziehung oder einfach, du musst sagen, er hat seinen Job nicht gut gemacht, dann kann es sein, dass dir schwer gefallen ist oder immer noch schwer fällt, Gott als liebenden Vater kennenzulernen und anzunehmen. Das ist normal. Wir brauchen auf dieser Welt Sachen und Menschen, die uns Gottes Wesen zeigen. Das war bei den Jüngern auch nicht anders. Durch die Zeit mit Jesus haben sie gelernt, wie der Vater ist. Auch wir verknüpfen die Vaterschaftsbeziehung zu unserem Vater mit dem Vater im Himmel. Wiederum für uns Schweizer ist es oft schwierig, den Herr anzunehmen. Das Machtgefüge, das kennen wir gar nicht. Mit einem Bundesrat, der Empfehlungen rausgibt und Regeln und wir merken, ja, an die halb mich und an die, ja, ich überlege mir es noch. Schwätz mal mit jemandem, der in einem Königreich gelebt hat. Es gibt verschiedene Königreiche. Die werden merken, dass sie das Thema ein bisschen unterschiedlich anschauen. Wir sind uns das Machtgefüge, König und Volk, sind wir uns aus dieser Welt gar nicht gewohnt. Und dementsprechend herausfordernd ist es für uns dann manchmal, Gott als Herrscher wirklich herrschen. Wir gehen weiter in den zweiten Teil vom Satz und ich will gerade zuerst über deinen Namen sprechen. Ich will noch ganz kurz auf das eingehen, weil auch das Sarah schon kurz gemacht hat. Dein Name. Der Mose fragt mal zu Gott, wer bist du? Und Gott sagt, ich bin der, ich bin, übersetzt. Ich bin der, der schon immer da war, ich bin jetzt da und ich werde auch immer sein. Mit deinem Namen ist in diesem Gebet, in dieser Bibelstelle, nicht sein Name gemeint in dem Sinn, sondern sein Wesen. Gott selber ist gemeint mit deinem Namen. Also geheiligt sollst du sein, Gott. Aber was bedeutet geheiligt werde dein Name? Was bedeutet geheiligt? Was heißt das? Hängt Gottes Heiligkeit von uns ab? Ich glaube nicht.
Gott ist schon immer heilig gewesen, Gott ist jetzt heilig und Gott wird auch immer heilig sein. Aber was meinen wir damit, wenn wir das beten? Was meinen wir damit, wenn wir sagen, geheiligt werde dein Name? Heilig bedeutet, einfach gesagt, fern von dieser Welt. Anders. Abgesondert. Das Gegenteil von heilig, um doch einen Begriff zu schaffen, der vielleicht uns ein bisschen näher liegt. Das Gegenteil ist profan, wo man übersetzen mit gewöhnlich. Also wenn wir jetzt den Satz umformulieren, den Satzteil, geheiligt werde dein Name, könnte man auch sagen, du sollst über allem erhaben sein. Du sollst höher sein als alles andere. Du sollst außergewöhnlich sein. Du sollst außergewöhnlich sein. Die Bitte, das ist die erste Bitte, die hängt zusammen mit dem im Himmel. Es knüpft eigentlich dort an. Er ist außergewöhnlich und eine Begegnung mit ihm ist dementsprechend außergewöhnlich. Aber ich glaube, für uns ist jetzt dran, an diesem Punkt ganz ehrlich mit uns selber zu werden. Ich will kurz ein Gedankenspiel mit dir machen. Überleg dir, du kannst irgendeine Person auf dieser Erde treffen. Völlig egal wer. Mach es auch konkret, überleg dir irgendeinen Namen, irgendein Gesicht. Vielleicht hast du ein Idol, jemanden, der dich mega beeindruckt. Für mich wäre zum Beispiel ein grosser Kirchenbauer wie der Brian Houston wäre für mich eine mega Bereicherung, mal ein Treffen mit ihm zu haben. Andere, die Sport machen, sagen vielleicht Cristiano Ronaldo oder Roger Federer. Sagen vielleicht der Bono, Shawn Mendes. Oder wiederum andere sagen Politiker, Joe Biden, Angela Merkel oder Alain Berset. Wenn du das Treffen dann hättest mit dieser Person, mit was für einer Haltung würdest du an das Treffen gehen? Würdest du wahrscheinlich noch schnell vorher duschen, dass du nicht stinkst und Zähne putzen? Würdest du dich schön anziehen? Vielleicht würdest du sogar noch etwas Neues kaufen, weil du das Gefühl hast, ich habe nichts Schönes. Würdest du vielleicht noch bei Gelegenheit gerade noch zum Friseur gehen, dass du eine schöne Frisur hast? Ich weiss noch, als ich meine Frau kennengelernt habe. Ich habe auf jedes Detail geachtet. Wie kann ich zwischen Arbeit und Treffen mit ihr noch schnell duschen und Zähne putzen? Wo gibt es die schönsten Blumen? Ich weiss noch, unseren ersten Kuss, es war magisch. Es war ein Sommer oben, irgendwo draussen, auf der deutschen Seite. Und Sternenhimmel, klar, einfach nur wir zwei. Es war so magisch, ich mag mich heute noch genau daran erinnern. Und heute merke ich manchmal zu oben, dass wir uns an diesem Tag noch nie einen Kuss gegeben haben. Oder vielleicht noch schnell so ein «Also tschüss, bis später». Wenn er eine Blume bringt, bringe ich ihr 2,99 € Aldi-Tulpe. Die wissen, die hat sie am liebsten. Und ich überlege vielleicht eher, wie kann ich zwischen Arbeit und Wiedersehen mit ihr noch schnell Sport machen? Duschen kann ich dann später, wenn alle im Bett sind. Was ist passiert? Was hat sich verändert von damals zu heute? Es ist relativ einfach. Wir haben uns aneinander gewöhnt. Das ist nicht nur schlecht, weil es bringt eine gewisse Leichtigkeit, eine gewisse Lockerheit in unsere Beziehung. Aber das ist auch nicht nur gut. Mit Gott kann das genauso sein. Es passiert schnell, dass wir uns an die Treffen mit Gott und an die Begegnung mit ihm, an sein Wesen gewöhnen. Er wird ganz schnell auch nur einfach, wenn wir es anders formulieren, zum netten Papa. Wo wir auch die Tür aufmachen, wenn wir nur Kuschelhosen anhaben, die Wohnung nicht aufgeräumt haben oder noch nicht geputzt haben. Ich will nicht die Lockerheit aus deiner Beziehung mit Gott vertreiben. Das ist, wie gesagt, das hat sein Gute. Aber ich sehe eine gewisse Spannung. Ich sehe eine gewisse Spannung zwischen dieser Heiligkeit und dem guten Vater.
Wir dürfen hier nicht einseitig werden. Die Unkompliziertheit, die kann schnell zu einer Gewohnheit werden. Und wenn die Gewohnheit Überhand nimmt und wir einfach, ja, wir gehen in die Kirche, ja, wir singen, ja, wir beten, wenn wir in so eine Gewohnheit reinfallen, dann ist der Vater nicht mehr heilig. Dann ist Gott nicht mehr heilig, sondern profan. Dann ist er nicht mehr außergewöhnlich, sondern gewöhnlich. Und wir gewöhnen uns an ihn. Ehrfurcht und Gottesfurcht, die Worte höre ich in unserer Kirche eher weniger als das Wort Vater, wenn ich jemanden frage, wie ist denn Gott? Wer ist er? Aber wenn wir beten, geheiligt werde dein Name, dann beten wir genau das. Gott, du sollst außergewöhnlich sein. Gott, lass dich für mich außergewöhnlich bleiben. Lass nicht zu, dass ich mich an dich gewöhne. Wie viel mehr sollten wir uns über die Haltung Gedanken machen bei einem Treffen mit Gott dem Allmächtigen, als mit dem Roger oder mit dem Cristiano? Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum wir immer wieder sagen, stand doch auf, wenn wir zusammen singen, was ja auch eine Form von Gebet ist, oder zusammen beten, wie vorher das Unser Vater. Vielleicht bist du schon mal an einer Hochzeit gewesen. Wenn du an einer Hochzeit bist, kennst du die Szenerie. Der Bräutigam tigert vorne um und wartet auf seine Holde. Alle Gäste sind schon dort und denken, kommt sie echt spät. Und dann irgendwann geht die Türen auf und sie kommt rein. Wunderschön, wunderschön gekleidet, rausgeputzt. Und was passiert? Alle stehen dann auf. Warum? Sie ist außergewöhnlich. Sie ist ehrwürdig. Wegen ihr sind wir gekommen. Es hat Zeiten gegeben, da war es in Kirchen üblich gewesen, nur auf den Knien zu Gott zu beten. Die sind immer auf die Knie gegangen, wenn sie gebetet haben. Es gibt Kirchen, da ist das heute noch so. Wahrscheinlich, wenn ich Predigt in diesen Kirchen würde halten, wo das so ist, würde ich vielleicht mehr über die Facetten vom Vater schwätzen, als über die Facetten vom Herr, vom Herrscher im Himmel. Und wie gesagt, ich sehe eine gewisse Spannung. Gott ist nicht einfach der nette Papa, weil an den kann man sich schnell gewöhnen. Aber er ist auch nicht einfach der zu fürchtende Herrscher, weil mit dem kann man schwer eine Beziehung bauen. Aber wir wissen, dass beides ist wahr. Er ist unser heiliger Vater. Vielleicht können wir es so zusammenfassen. Das lehrt uns der erste Satz im Vater unser. Er ist unser heiliger Vater. Indem wir das Gebet sprechen, indem wir sagen, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, schaffen wir einen Rahmen, indem wir bewusste Haltung einnehmen können, die vielleicht noch nie in uns war, die vielleicht in den letzten Jahren auch ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Gottes Wesen ist komplex, das weiss ich, das habe ich schon gesagt. Und wir werden das Leben lang ihn immer besser kennenlernen. Es ist kein Problem, wenn du jetzt in diesem Moment merkst, ich habe eine gewisse Schlagseite. Weil Hand aufs Herz, das haben die meisten von uns. Die meisten von uns fühlen sich in irgendeine Richtung gezogen, wenn wir das Gottesbild beschreiben müssen. Es ist nicht ein Problem, wenn das Gottesbild für dich nicht ausbalanciert ist, wenn ich es jetzt gerade dargestellt habe. Weil Gott will dir bei jeder Begegnung mehr und mehr zeigen, wer er ist. Und er will, dass du das verstehst. Ich wünsche mir, und ich glaube, das Beste, was du machen kannst, ist, dass du dir angewöhnst, mit Gott selber über das zu schwätzen. Wenn du ihn triffst, schwätz mit ihm über das. Unser Vater im Himmel. Was löst das in dir aus? Unser Vater im Himmel. Vater, zeig du mir die Vaterschaft noch mehr. Zeig du mir deine Liebe, deine Gnade, deine Geduld mit mir noch mehr. Damit ich verstand, dass du wirklich mein Vater bist. Damit ich nicht nur das Wort sage, sondern wirklich das Wesen dahinter fange, besser zu verstehen. Zeig mir den Vater, den ich nie hatte auf dieser Welt. Oder hey, bitte heil du die Wunde in mir, wo mein irdischer Vater hinterlassen hat in meiner Seele. Und lass mich
fähig werden, wirklich eine gesunde Vaterschaftsbeziehung mit dir zu leben. Geheiligt werde dein Name. Lass mich verstehen, wie groß du bist. Lass mich die Herrlichkeit, deine Heiligkeit nochmal neu begreifen. Zeig mir neue Facetten von deinem Wesen, die mich sprachlos machen, damit ich nichts mehr sagen kann, als einfach nur staunen ab deiner Größe. Er will, dass wir sein Wesen mehr und mehr verstehen. Das ist sein sehnlichster Wunsch. Wir dürfen das einfach mit ihm bereden. Und ich würde jetzt gerne zu unserem Vater nochmal zusammen beten. Aber das machen wir so, dass wir nach unserem Vater im Himmel und geheiligt werde dein Name jeweils eine Minute Pause machen. Und du kannst dann einfach dort stehen und mit Gott über das reden. Inwiefern ist er ein Vater für dich? Was wünschst du dir? Wenn du nicht viel zu sagen hast, dann los. Das ist mir, sehr oft ist das besser als zu schwätzen, was er dir will sagen. Ich bin dann im Anschluss hinten dort beim Gebet. Und wenn du das Gefühl hast, es wäre gut, wenn jemand mit mir beten über das Thema, dann komm zu mir und wir beten zusammen. Oder hören zusammen auf Gottes Reden. Und dann beten wir das Gebet, am Schluss fertig. Also Leute, zusammen aufstehen. Mach das auch daheim. Oder wenn du gerade unterwegs bist, versuch dir irgendwo wirklich ein Setting zu kreieren, wo du jetzt kannst vor Gott kommen. Und wir beten zusammen nur den ersten Teil. Unser Vater im Himmel. Gehen wir weiter im Gebet. Geheiligt werde dein Name. Und wir beten es zusammen fertig. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.